Dopo questa prima fase in cui l'ambiente era un ambiente terrestre con... Nach einer ersten Phase terrestrischer Landschaften mit Flüssen und kleinen Seen kommt endlich das Meer, das die Dutzenden folgenden Millionen Jahre dominiert. Die Gesteinsformationen, die sich darin ausbilden, formen das, was heute die Dolomiten sind. Allerdings rückt das Meer nur stufenweise vor. So gibt es Beweise für ein anfangs extrem salzhaltiges, flaches Umfeld, eine natürliche Saline. Dafür sprechen große Mengen Gips, Felsen, deren Weiß sich vom roten Grödner Sandstein abhebt. Weil solche Bedingungen sich fürs Leben nicht eignen, finden sich im Gips keine Fossilien. Danach wird das Meer stufenweise tiefer. Die dazugehörigen Gesteinsformationen enthalten die Reste der Tiere, die in diesem nun dezidiert marinen Ökosystem leben. Die ersten Fossilien, die man findet, gehören der Gattung Bellerophon an. Schnecken, die der im ausgehenden Perm abgelagerten Gesteinsformationen den Namen geben. Mit einem Gehäuse in Form einer flachen Spirale ausgestattet, haben sie damals den Meeresboden im nicht besonders tiefen Wasser besiedelt, gemeinsam mit anderen Schnecken, Foraminiferen, Algen und vereinzelten Aumfüßern. Eine solche Fauna spricht, auch wenn sie nicht sehr artenreich ist, für ein wenig tiefes, warmes, ausreichend energiereiches und in jedem Fall für diese Arten sehr lebensfreundliches Meer. Neben den Tieren, die den Meeresboden besiedelt haben, gab es auch einige Lebewesen, die im Freiwasser ihr Zuhause gefunden haben. Zum Beispiel sind diese Nautilusartigen Kopffüßer, deren Gehäuse nach dem Tod auf den Meeresboden gesunken ist und von denen heute noch einige als Fossilien gefunden werden. Es handelt sich um enge Verwandte des Nautilus, der heute bei Paläontologen als lebendes Fossil gilt. Und zwar gerade, weil er so große Ähnlichkeiten zu seinen 250 Millionen Jahre alten Vorfahren aufweist. Nella massa d'acqua c'erano anche dei pesci. Gefunden worden sind auch Fischfossilien, nicht viele, um ehrlich zu sein, aber sehr wichtige. Archaeolepidotus leonardi etwa wird nur von einem einzigen gut erhaltenen Exemplar repräsentiert, das in den 1950er Jahren gefunden worden ist. Häufiger sind dagegen die Zahnplatten von Boba satrania, einem Fisch mit einem hohen Körper, der sich von kleinen Muscheln ernährte, die er vom Meeresboden gesaugt und mit Hilfe der massiven Zahnplatten im Rachen zerkleinert hat. All diese Fischarten sind von großer Bedeutung, insbesondere dieses Exemplar von Archaeolepidotus leonardi, das in den 1950er Jahren von Heinrich Moroder gefunden wurde, einer der Gründer dieses Museums, gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten aus dem Tal. Es handelt sich wahrlich um einen außerordentlichen Fund, da er der einzige versteinerte Fisch aus dem Grödner Raum ist, der sich mit seinem Skelett erhalten hat.